Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama. Heute von Oberried mit diesen Themen. Die Thuner Krähen lassen sich nicht mehr vom Falken beeindrucken. Ein Schiessstand wird ein viraler YouTube-Hit und die Berner Fasnacht hat immer noch mit Unsicherheiten zu kämpfen. Zuerst schauen wir noch kurz, was sonst noch im Berner Oberland passiert ist. Bürger stellen sich gegen einen neuen Seilpark. Das Bauvorhaben für die Freizeiteinrichtung geht in eine neue Runde. Ein Baubewilligungsgesuch liegt zurzeit beim Regierungsstatthalter. Anwohner fürchten derweil um ihr Naturparadies, weil der neue spektakuläre Seilpark nur wenige Meter gegenüber ihrem Wohnquartier soll entstehen. Adieu la Suisse, von Lauterbrunnen in die Provence. Auf seine Pensionierung her beschließt der Banker Jürg Baumann, der Schweiz den Rücken zuzukehren. Zusammen mit seiner Partnerin genießt er den Lebensabend im südlichen Frankreich. An der Schweiz vermisst er in Anführungszeichen fast nichts. Der Vorverkauf vom Top 4 Skipass startet am Montag, 1. November und dauert bis am 15. Dezember. Der Preis für die Erwachsenen beträgt wie in der letzten Wintersaison 777 Franken. Unverändert bleibt auch der Preis für die Kinder und die Jugendlichen. Der Skipass wird ebenfalls eine Geld-Zurück-Garantie haben. Die Krähen in der Schwäbisallee lassen sich nicht mehr von einem Falken beeindrucken. Darum hat der Falkner von Thun jetzt ausgedient. Die Stadt sucht aber nach neuen Möglichkeiten, die Tiere loszuwerden. Und darum wird schweres Geschütz aufgefahren. Der Pascal Müller hat mit dem Gemeinderat Konrad Hedener geredet, wie die Stadt die aufsässigen Vögel loswerden will. Im Moment ist nicht die Brutzeit, die fängt so Anfang März an. Und darum sind wir jetzt in der Phase, wo wir uns auch ein bisschen überlegen, was wir machen nachher an Massnahmen mit Blick auf die nächste Brutzeit. Man hat schon diverse Massnahmen probiert, unter anderem ein Falkner, der zum Einsatz ist gekommen. Das ist schon ein Zeitchen her. Wie beurteilt ihr jetzt diesen Einsatz? Rückblickend hat es gewirkt? Er hat hier, wo wir jetzt gerade sind, in der Schwäbisallee, zum Teil gewirkt. Wir haben dann vielleicht gerade, als er im Einsatz war, die Population ein bisschen eindämmen. An anderen Standorten hat es gewirkt. Dort sind die Krähen heute nicht mehr am Brüten, die sie vorher da haben, in den Wohnquartieren zum Teil. Also es ist so ein bisschen eine durchzogene Bilanz. Genau, das Stichwort ist vergrämen. Wir tun die Krähen offiziell vergrämen, ihnen zu Leid leben, dass sie nicht hier brüten wollen. Was ihr ansprecht, ist eine Drohne, eine Falkendrohne, die wir schon evaluiert haben. Das ist eine holländische Firma, die anbietet. Das ist eine Drohne, die frei fliegt und hat den Vorteil, dass sie nachher bis in die Baumkronen raufgeht und von den Krähen als natürlicher Find wahrgenommen wird. Das Problem ist, dass die Start- und Landebedingungen brauchen im Moment noch, die wir hier nicht bieten können. Wir haben zu wenig Platz. Der Hersteller ist aber dran, ein neues Modell zu entwickeln, das man praktisch aus dem Stand starten kann. Wenn das auf dem Markt ist, werden wir das anschauen. Das könnte eine Option sein, die wirksamer ist als der natürliche Falk. Von wegen mit Kanonen auf Spatzen oder eben Krähen schiessen. Wenn wir schon beim Thema Schiessen sind. Wir haben ja das grosse Glück hier, dass unsere Strassen relativ sicher sind. Hier muss niemand Angst haben, dass jemand auf, oder jetzt in diesem Fall, über sein Auto schiesst. Eine Ausnahme ist aber die Strasse bei der Schiessanlage Brünnlisau. Ein virales YouTube-Video zeigt nämlich, wie die Schützengesellschaft Erlenbach-Wimmis über die Strasse schiessen muss, damit sie ihre Ziele treffen. Der Präsident dieser Schützengesellschaft, der Edwin Karlin, weiss mehr dazu. Er hat einen Film gedreht und er hat den letzten Montag veröffentlicht. Und dann ist das ziemlich durch die Decke gegangen, ja. Und wir haben gar nicht gewusst, wie es eigentlich passiert, ja. Und wie fühlt man sich jetzt da als YouTube-Star, der 3 Millionen Views hat? Das kann ich schlecht erklären. Es ist nicht speziell.
Wir freuen uns sicher für die Publicity, die wir haben. Einfach jetzt von unserem Skisport, was wir da ein bisschen Werbung machen können. Ja. Der Schiessplatz ist 1998 erbaut worden. Und das hat dann der Schiessoffizier und alles das von der Armee und so, die haben das abgenommen. Und das ist absolut kein Problem, weil wir ja die Mauer, wie man im Hintergrund sieht. Nein, bis jetzt, es ändert sich nichts. Wir tun nach wie vor gleich, das ist alles tipptopp, ja. Wie ist das? Hat man jetzt da durch die Publicity im Internet, sind da schon Leute auf mich aufmerksam geworden, haben ja gefragt, ob sie Mitglied werden können, oder wie sieht das aus? Ja, ich habe schon diverse Mails bekommen. Zum Beispiel eins, das ich jetzt gerade erwähnen kann, von österreichischen Studenten für ihre Elektrotechnik. Die haben sich interessiert für unsere Schussabgabe, also Zielscheibe. Aber es ist nicht so, dass sie jetzt ins Clubhaus einrennen, weil alle neu Mitglieder werden? Nein. Bis jetzt nicht, nein. Es ist fast wie in jedem Verein. Es geht da gar nicht so darum, was man jetzt macht. Es ist Zusammensein und alles. Was hier vielleicht beim Schießen noch speziell ist, dass wir hier mit scharfen Waffen drehen. Und das ist einfach Disziplin, was man einfach ein bisschen Sorge hat, zueinander schaut. Und das ist sicher ziemlich fördernd für die Kameradschaft und alles. Ja. An der Berner Fasnacht weiss die Leute auch klepfen, wenn sie dann stattfinden kann. Bis jetzt ist nämlich nicht klar, in welcher Form das Fest durchgeführt werden kann. Das sorgt für Unsicherheiten beim Verein Fasnacht Bern. Der Ben Abeckle hat mit den Medienverantwortlichen vom Verein darüber geredet, wie gross die Vorfreude ist und ob und wie das Fest stattfinden kann. Ja, es ist nicht einfacher geworden. Wir haben zwar auf dem Vorstand eine normale Fasnacht mal geplant, aber je mehr wir mit den Behörden reden, umso unwahrscheinlicher wird es. Also, den grossen Umzug werden wir mit grosser Wahrscheinlichkeit müssen absagen, weil es einfach zu viele Leute auf einem Haufen sind, weil man die Stadt Bern nicht abriegeln kann oder damit nicht so einfach einen 3G-Anlass veranstalten kann. Der 11.11. ist gut, weil erstens ist es ein Donnerstag, das heisst, wir haben nicht wahnsinnig viele Leute. Da werden wir wie alle Jahre auf dem Bärenplatz, also mit Ausnahme von letztem, den Bär im Käfigturm im Winterschlaf begleiten. Da erwarte ich keine 500 Leute und damit haben wir von außen eigentlich kein Problem. Junge Künstlerin, die es gemacht hat, ist sie noch im Gimmer gesehen. Und jetzt ist sie am Studium. Vor 2 Jahren hat unsere Sujet-Verantwortliche einen Wettbewerb gestartet bei Gimmer und glaube auch noch bei der Berufsschule, bei der Schule für Gestaltung. Und hat die aufgefordert, das Plakat, das Sujet zu entwerfen. Da sind sehr viele Einsendungen gekommen, hat die Jury die vorselektiert und in der zweiten Runde dann aus den 10 Besten 3 ausgewählt. Die 3 haben wir mit verschiedenen Preisen dotiert und eins davon kommt jetzt das Mal zum Einsatz. Es ist spannend, wie es kommt, weil wir es ja schon 2 Jahre vorher gemacht und es wäre eigentlich für das 21 vorgesehen. Jetzt machen wir es halt im 22. Das wird ganz ein hübsches Plakat werden. Ganz hübsch wird hoffentlich auch das Wetter auf Ende Woche. Mehr dazu erfahrt ihr gerade im Anschluss bei den Kollegen von Meteo News. Das wär's mit den Nachrichten für heute. Wir freuen uns, euch auch morgen wieder beim Jungfrau-Zeitung Panorama zu begrüßen. Merci fürs Hineinschauen und einen schönen Hinweis miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Schön sind Sie mit dabei. Ja, ein wunderschöner goldiger Herbsttag hat sich auch an dem 28. Oktober präsentiert. Das kräftige Hoch über Osteuropa hat vor allem in der Höhe trockene und milde Luft ins Land gebracht. Ja, der Freitag startet meist sehr sonnig, mit wenn dann nur ganz lokalen Nebelfelder Richtung Thun zu. Sonst hat die Sonne sagen, begleitet von ein paar Schleierwolken. Das bei Winterjacke tauglichen 2 Grad in Gstaad und Grindelwald. Am Nachmittag ändert sich nicht viel. Eine goldige Herbstwanderung würde sich da auf jeden Fall lohnen. Das zum Beispiel in Adelboden bei 13 Grad. 13 Grad erwarten wir auch hier in Meiringen. Maximal 15 Grad gibt es in Grindelwald.
Zum Wochenende gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Samstag haben wir ein paar Wolken mehr bei 14 Grad. Ein bisschen mehr Sonne gibt es auf den Sonntag bei 15 Grad. Dazu kommt bereits am Freitag schon der Föhn auf. Der bläst dann auch am Wochenende und bringt lokal bis rund 20 Grad. Auf die neue Woche wird es mit der Kaltfront dagegen wieder kühler und mit vielen Wolken, teils auch nass. Vor allem am Montag und Mitte Woche mit nur noch 10 Grad. Das war es vom Wetter. Ich wünsche einen ganz guten Endspurt dieser Woche und bis zum nächsten Mal.